Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, weiter geht's in der wunderbare Höhle hier. Ich will nicht nochmal kämpfen gegen die ganzen Viecher. Warte, Unna. Wie schaut's denn hier aus? Sind wir doch noch in einem Gebiet, wo wir hier müssen? Ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, es sieht noch was Neuem aus. Zauberer und Verklopper haben wir jetzt hier. Okay. Gut. Siegeltext versiegelt. Nicht so gut. Aber bei denen können wir, wenn ich sage, gut Schade machen bei den Zauberer. Bleiben dann nur noch die Verklopper übrig. Und bei denen, machen wir doch ziemlich gut Schade. Koordinierter Gegenangriff. Uah. Das mag ich nicht. Das sollte eigentlich nur ich können, sowas. Aber allzu viel Schade macht es glücklicherweise jetzt nicht. Und sogar sie macht eigentlich recht gute Schade. Ja, die halten ordentlich was aus hier, die Knabe. Aber wenn wir alle zu dritt drauf batschen, müsste das eigentlich funktionieren. Oder so, ja. Perfekt. 32 Tech-Punkte geben die. Boah. Lapis gibt es auch noch aber drauf. Ich weiß ja nicht. Das sieht mir alles irgendwie nicht gerade optional aus hier. Wow. Das sieht mal eher noch aus, als würde es da weitergehen in der Geschichte. Scheren deine Viecher vorbei. Ich mag eigentlich eher noch die ganze optionale Sache hier, die ganze Räume hier noch abklappern. Ja, so gut wie möglich halt ohne die Viecher zu berühren oder sonst wie. Das müsste in einem alten Raum sein. Ja, genau, da wo ich aufgerahmt habe. Aber hier, ja genau. Da wollte ich noch dran. Einmal Ungeheuer erhalten. Ach Gott. Was ist dann das Schönes? Ungeheuer. Gucken wir doch mal. Erstmal sortiere. Ungeheuer. Probieren wir mal aus. Ungeheuer. Nö. Ungeheuer. Das ist für ihn. Zweimal Effekt auf magische Gegner. Das ist natürlich geil. Macht aber keinen Unterschied zu der Stärke. Das macht Magie plus 4. Probieren wir nochmal Ungeheuer aus. Was war das jetzt? Zweimal Effekt auf magische Gegner. Probieren wir mal aus. Okay. Also so bin ich auf das Ding gestoßen. Die Truhe habe ich schon geplündert. Jetzt noch mal gucken, ob ich da oben rechts noch wo dran komme. Nee, da komme ich nicht wo hier. Okay, das war doch schon mal sehr urwichtig und interessant. Und hier habe ich noch einmal die Schockwelle erhalten. Gerade mal gucken, was das ist. Schockwelle. Das klingt eher, als wäre das sowas für Robo. Schockwelle. Nee. Schockwelle. Okay, dann gucken wir mal bei der Objekte, was die Schockwelle ist. Schockwelle, das ist was für Luca. Bewirkt eventuell Chaos. So. Uah. Mist. Er hat uns berührt, der Blutspion. Okay, probieren wir da jetzt mal von Frog Wasser 2 aus. Und gucken, ob es dann eventuell zweimal wirkt. Und? I. Blutspion trotz Magie außer Feuer. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Pfui Teufel. Das ist wirklich nicht gut gewesen. Ich hab's vergessen. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Aber ich sollte mal alle Heile dringendst. So. Gerade mit Marle und Glenn wird er einigermaßen hochgeheilt werden. Und ja, das war gut. Das war ziemlich gut. Ja, ich hab's vergessen, dass die Viecher nur entsprechend ihrer Farbe attackierbar sind. Sprich, dass die nur auf Feuer reagieren und dass die andere Kreaturen, die blaue, nur auf Wasser bzw. Eismagie reagieren. Okay, gut. 16 Tech-Punkte geben sie auch noch. Ja, das sind die Zauberer und Verklopper doch etwas ergiebiger, was die Tech-Punkte angeht.
wir da noch irgendwo hier? Okay. Oh. Na gut. Erstmal auf den Zauberer. Dann probieren wir mal Wasser 2 tatsächlich aus. Und wir probieren noch Eis 2 aus. Okay. Sehr schön, das hat schon alle außer Gefecht gesetzt. Na, perfekt. 24 Tech-Punkte, also diese Zauberer geben ja ordentlich. Einmal Sternschwör erhalten. Sternschwör. Ist aber schlechter als unseren Schlucker. Na gut. Das war ja schön, dass ich das optional noch hab regeln können in Medina. Dass man da noch dran kommt. Das fand ich echt cool. Ups. Was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Geht. Ein Gin und ein Bargest. Probieren wir es da zuerst mal bei dem. Uiuiuiui, 1020 oder abgezogene Glenny Boy. Bargest Schild ist zerstört. Und jetzt können wir wieder normal drauf. Okay, du mieser Gin. Habe ich dir schon. Gut. 16 Tech-Punkte gibt es auch aber drauf. Ordentlich Cola. Jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Ich denke, dann habe ich alle Räume soweit durch. Und dann kann ich jetzt wirklich die Treppe runtergehen. Ich denke, jetzt bin ich soweit. Alles geplündert, was möglich ist. Also geht's hier die Treppe runter. Gut. Dann halt nochmal gegen die hier. Probieren wir es doch mal mit Gewitter 2. Weil Wasser 2 hat ja offensichtlich auch ziemlich gut Schade gemacht bei den Freaks. Haben wir nochmal Wasser 2. Einmal gemacht und dann zaubert er wie ein junger Gott. Koordinierter Gegenangriff finde ich gar nicht gut. Oh. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Nein. Okay, ich glaube, Glenn muss in der nächsten Runde erstmal schön heiler. Gehen wir doch mal auf die Zauberer los. Diese Dinger, die hasse ich wie die Pest. Erinnert mich zu sehr an den ekelhaften Golem. Ja, macht den Zauberer platt. Und dann machen wir einmal heilen auf alle. Und kriegen wieder um die 130 zurück. Das ist gut. Du kannst Kraft 2 mal auf Chrono wirken. Einfach mal just for fun. Und Chrono ist ja schon etwas stärker. Der kann mal auf den Verklopper gehen. Und der ist schon tot. Glenn, selbes Spiel. Perfekt. Boah, also die geben... die Biester geben ordentlich. Glenn und Marle werden aufgestuft. Finde ich sehr schön. Na dann. Huch. Pff. Okay, jetzt sind sie sich hier aufgestellt, die Knaber. Das war schon klar, dass es gegen die jetzt geht. Das wird jetzt echt bitter. Glenn, schalt zumindest mal einer aus und dann... Oh, Chrono, dass es einen koordinierten Gegenangriff zur Folge hat. Okay. Maler genau auf den, der ist nämlich schon geschwächt. Auf den. Okay. Noch sieht's sauber aus. Dann auf den, der müsste sterben, genau. Der müsste dann 8 tot sein. Und dann nochmal so drauf. Enna und das war's. Ja, ich denke mit 902 Schade war es das durchaus. Ja, die geben echt ordentlich hier, die Bursche. Frog lernt auch noch was und Doppeltech Doppelkraft. Was hat Glenn jetzt gelernt? Der hat auch Kraft 2 gelernt. Ja, geil. Füllt ein LP komplett und Quakendruck. Mehr Schaden bei weniger LP. Alles klar. Was lernt sie noch? Leben 2. Wiederbeleben und Auffüllen aller AP, das ist natürlich geil. Und Chrono lernt gerade verwirren. 4-facher Angriff auf Gegner. Ja, geil. Das ist ziemlich cool. Noch ein Stockwerk tiefer. Mal abwarten, was uns so erwartet.
Wieder jede Menge Verklopper-Ninjas. Ja, komm, scheiß drauf. Ich will gegen euch Kämpfer. Ihr bringt jede Menge Tech-Punkte. Ah, Peitscher gibt's hier auch noch. Gehen wir da erstmal auf die Verklopper drauf. Ja, das hat ausgereicht. Hey. Da. Und male Animal. Ups, nicht auf den. Nicht auf den. Genau sowas habe ich befürchtet. Uah, scheiße. Ja, auf den. Dann Glänsenmann. Macht er mal Kraft 2 auf Maler. Und dennoch können wir so den attackiere den Kasperkopf. Chrono tötet ihn jetzt endgültig mit 842 Schadenspunkte. Glänsenmann sei der Sensenmann. Ja, das wird leider nix. Aber Chrono macht ihm lecker aus. Perfekt. Chrono lernt Verwirren. Doppeltech Eisschwert 2 gelernt. Ja, geil. Sehr schön. Eisschwert 2 ist natürlich auch nochmal extrem mächtig dann. Der Ultracron. Oder was ist das jetzt für einer? Ach du Scheiße. Ah, okay. Wieder die normale. Echt was? Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Verwirren. Probieren wir es mal aus. 4-facher Angriff. Oh, Alter. Also 4 normale A-Griffe. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Das war richtig ordentlich. Ja. Glenn hat ihn mit M-Schlag erledigt. Dann kann sie jetzt aber auch nochmal Kraft 2 auf Glenn A-Wender. Chrono macht den Chip noch fertig. Also, das ist echt nicht verkehrt. Die Techniken sind ziemlich gut. Gerade dieses Verwirren finde ich doch ordentlich die Technik. Zieht richtig gut ab. Zumal Chrono immer ordentlich Schläge austeilt, also austeilt, vor allem ausdehlt. Da macht jemand ziemlich gut Schade. Der uralte Rotstern hat viele Zeitalter überdauert. Ein magisches Amulett und ein Dolch wurden aus ihm gemacht. Wir verkörpern Melchiors Träume, versiegelt in deren Klinge. Jetzt dummelt euch, wenn ihr der Königin gegenübertreten wollt. Wir zählen auf euch. Ich finde es aber echt schön, dass dieses legendäre Masamune uns nach wie vor noch begleitet. Ich kann ihn fühlen, der Puls von ewige Leber. Der dunkle Kraft, wilde Energie. Oh. Ja, diese Mammonmaschine haben sie schon runtergeschleppt. Die Mammonmaschine, Euer Majestät, das ist zu gefährlich. Mama. Ja, nicht auf Schala, wir haben's fast gepackt. Unser Lohn wird Unsterblichkeit sei. Es reicht es einfach, er hält der Ruhm, den's verdient. Zu lange habe ich gewartet. Jöss, das war so Gretel hinter der Heck. Aller Hopf. Dann wursteln wir doch mal runter. Und auch noch die eklige Viecher platt. Jin und Bargest mal wieder. Ich mag unbedingt dieses Eisschwert 2 jetzt noch ausprobieren. Oh, das trifft sogar alle Gegner. Das ist ja geil. Ach ja, wegen Eis 2 dann natürlich. Ja, leck mich fett. Das macht hier richtig ordentlich Schade. Also mir haben mittlerweile echt geile Kombos drauf und ich bin froh, mit den 2 hier unterwegs zu sein. Weil die machen beide schon ziemlich gut Schade und mit Kombos sind die beide schon ziemlich gut. Aller Hopf, dann krabbeln wir nochmal in die Unterkunft. Und speichern an der Stelle. Lavos lässt allerdings Grüße hier in die dunkle Ära. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Oder ach nicht. Sorry, ich hab noch gehabt. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Es hat sich so noch fertig arg gefühlt irgendwie. Okay, Blauspion und Zauberer. Also erstmal auf die hier. Auf den Zauberer zuerst. Dann kann sie immer noch Eis wirken auf so einen Blauspion. Dürfte ja ziemlich gut abziehen. Ja, wie erwartet. Okay, auf den normalen Spion können wir noch gehen.
Und du machst mal Wasser auf den anderen Blauspion. Jetzt bin ich immer gespannt wegen seiner neuen Waffe. Okay, doch nicht doppelt gewirkt. Na gut. Dann Chrono würde ich ganz gerne mal Gewitter ausprobieren bei den Viecher, weil die sehen ja gelb aus. Könnte klappen. Ja, das klappt. Perfekt. Also die ganz normale Spioniere hier, die sind auf Gewitter aus. Gut. 40 Tickpunkte. Alter Latz. Frog und Male werden wieder aufgestuft. Hier blinkt was. Ah. Das ist einfach nur der Fahrstuhl. Na gut. Die Kampfmusik ertönt wieder. Jetzt werden... Ah ja. Ich habe das schon gedacht. Gut. Dann warte ich jetzt, bis Male soweit ist. Dann kann ich nämlich hier... Uiuiui. Kann ich hier nämlich schön Eisschwert 2 wieder wirken. Ah, scheiße, das war normal Eisschwert. Mist. Wollte ich gar nicht. Und dann noch auf den, wo es am wenigsten bringt. Scheiße. Och, du liebe Zeit. So, jetzt aber. Jetzt warten wir noch einmal. Und Eisschwert 2. Guten Appetit. Und auf alle drauf. Ja, das hat schön schade gemacht. Barkes Schild ist zerstört. Alter Scheiße. Nee, das war ein bisschen zu viel MP abgezwackt für zu wenig Resultate. Okili-dokili. Also sorry, wenn ich mich da als verdue, aber manchmal kommt es echt vor, dass ich mich mit der Zeit ein bisschen verplemper. Das kann vorkommen. Okay, Zauberer zuerst. Weil die Kerle schon ordentlich ausdehlen können. Dann du drauf. Dann kann dann Glenn beenden. Ich würde sagen, Gewitter geht jetzt auf jeden Fall noch auf den Spion. Wupp. Glenn killt den Zauberer. Ah, perfekt. Dann bleiben jetzt nur noch die 2. Ich habe die Hoffnung, dass die jetzt... Ah, scheiße. Falsche Hoffnung gehabt. Und dann machen fertig. Also nicht. Ah. Aber jetzt. Jawohl. Das hat der Rechtgeber. Und Crit von Chrono, der wird jetzt danach Killer, ja. Ausgezeichnet. 40 Tech-Punkte. Geil. Oh, jetzt lauter Spione. Okay, machen wir zuerst die wir können. Und die rote müssen wir dann noch fertig machen, weil du haben wir leider niemand für Feuer hier. Du machst erstmal Wasser auf so ein blauer, genau. Du machst Eis auf der andere blaue. Und Chrono macht dann nochmal Gewitter auf den letzten Gelber. Dann dürfte es auch erstmal gegessen sein. Gewitter, genau auf den. Und dann müssen wir manuell auf die andere drauf prügeln. So. Ja, ich meine, Glenn macht ja auch schon ordentlich Schade hier. Und so ein Crit von Chrono sollte es auch gewesen sein. Gut. Und wir schlagen uns schon recht ordentlich, würde ich sagen. Ja, perfekt. Gut. Uiuiui, 48 Tickpunkte und Gold fließt. Ach, gerade so. Das ist echt nicht verkehrt, ihr liebe Leute. Wunderbar. Da können wir wieder hochgehen. Da geht es immer weiter Richtung Mammon-Maschine, würde ich jetzt mal so dreist behaupten. Huch. Was war das jetzt? Ich will gar nicht wissen, was ich jetzt ausgelöst habe. Durch rechts kann ich wo hier. Und durch links kann ich auch wo hier. Na gut, probieren wir es erstmal links aus. Ah, es sind eh Schalter, wo ich dran muss. Na gut. Du mieser Spionier, nimm das.
Dann Glenn auf den Rote drauf, male, die so eher was reißen kann. Es wäre ja sinnlos, wenn wir Glenn jetzt Magie verschwenden lassen würden, damit Male auf den anderen drauf haut, die wenig Schade macht. Das ist nicht so sinnvoller. Deswegen so. Oh, Chrono, du musst auch ein bisschen noch Gewinner an Stärke, um das Vieh hier noch richtig zu treffen. Aber es reicht. Okay, also hier wäre ich ja richtig verwöhnt mit EP und mit Tech-Punkte. Male hat jetzt auch nämlich wieder Level kriegt. Dann gehen wir nochmal rechts rum. So dasselbe Spielchen. Und Gewitter auf den. Das reicht. Einmal Schlag auf den. Einmal Eis auf den anderen Knödelkopf hier. Und habe ich dich. Sehr schön. Dann noch drauf auf der hohle Kopf. Die anderen sind etwas langsamer. Man darf aber Glenn hier der Gnadenstoß geben. Ausgezeichnet. Und er wird auch noch aufgestuft dafür. So. Wie sieht's jetzt aus? Nachdem ich beide Schalter gedrückt habe. Aha. Motto. Ewe. Ausgezeichnet. Da würde ich doch sagen, hier eignet sich's perfekt für einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig und das mal wirklich. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.